Das mal auftun. Nein. Ich bringe sie nicht auf. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf KidSwitch. Heute entführt uns Ciano nach Mexiko. Und wir machen Enchiladas. Ich hoffe, ihr redet jetzt nicht die ganze Zeit so doof. Und das ist ganz ein einfaches Gericht und wird, glaube ich, nicht nur in Mexiko gemacht, auch an anderen Orten. Aber so Mexiko ist für mich Inbegriff Enchiladas und einfach feine, gute Zutaten. Enchiladas sind mega gäbig, weil sie wahnsinnig abwechslungsreich sind, weil man kann die nämlich füllen, wie man will. Und ich habe jetzt hier mal so eine Auswahl getroffen. Ich zeige euch mal, was man alles braucht. Ich habe einfach so ein bisschen Speck angebraten mit Peperoni. Jetzt gibt es Leute, die wollen oder können oder haben es nicht gerne, haben nicht so gerne Schweinegs. Da kann man zum Beispiel Bulle nehmen. Da habe ich einfach auch so kleine, feine Streifen geschnitten, einfach angebraten, ein bisschen gesalzen, fertig. Nähren, ganz wichtig. Und hier geht es eigentlich um das. Es braucht eine mega gute Salsa. Und ich habe hier so eine coole Salsa bekommen von Ciano. Man kann die dort bestellen. Von Maria Dolores. Und das ist eine ganz herzige Geschichte. Die Maria Dolores, die gibt es wirklich, die lebt in der Schweiz und die kommt ursprünglich aus Mexiko und ist mit ihrem Partner und ihren zwei Kindern in die Schweiz gekommen und hat einfach wahnsinnig Heimweh gehabt. Und ja, weil sie einfach nicht solche Salsas hat gegeben, wie sie es kennt hat, hat sie einfach Kochscheiben angelegt und angefangen selber Salsas zu produzieren. Also, ich finde es mega herzig und ich habe richtig Freude, dass ich heute die Salsa ausprobieren und bin gespannt. Jetzt muss ich mal die auftun. Ich bringe sie nicht auf. Ich bringe sie nicht auf. Ist das euer Freund? Hey, was ist mit dem So einfach geht das. Also. Oh. Schmeckt wahnsinnig gut, schmeckt knoblauch. Ah, super. Drinnen sind Tomaten, Zwiebeln, Serrano Chili, Koriander. Der Chili der kommt schön hinterher. Rapsöl, Salz, Knoblauch. Und der Knoblauch, der schmeckt so durch, das ist so fein. Ich liebe Knoblauch. Der Berner. Gut. Dann brauchen wir, ich habe hier ein bisschen Creme fraiche und ich habe noch einen Rest Reibkäse. Ich habe einfach den Reibkäse noch drin, das finde ich noch so fein. Dann Tomatenmatsch aus der Dose. Und hier habe ich so eine kleine Gewürzmischung mit Salz und Pfeffer und mega wichtig, Kreuzkümmel. Der gemahlene Kreuzkümmel müsst ihr kaufen. Das macht es aus. Das ist das Töpfchen auf meinen Kreuzkümmel. I love. Limetten, Reibkäse, also so Gratinkäse zum Überbacken und Tortillas. Ich habe jetzt Corn, also Mais-Tortillas genommen, weil ich die lieber. Und jetzt geht es eigentlich schon ans Befüllen. Ein bisschen Bacon drauf. Ich mache jetzt von Händchen, wir sind daheim. Also, darf man schon füllen, weil man hat es nicht in der Hand, man isst es mit dem Besteck. Und jetzt kommt hier der Hauptdarsteller, jetzt sind wir hier von dieser feinen Salsa drüber. Ordentlich. So, wow, schmeckt fein. Und zum Schluss noch ein bisschen Creme fraiche mit Käse. Jetzt, ist ein bisschen flüssig. Zusammen dingseln und dann einfach da reinlegen. So, jetzt mache ich mal eine im Poulet. Jetzt einfach Poulet reinlegen. Und jetzt machen wir einfach bis die Gratin-Schala voll ist, mit dem, was ihr wollt, und dann geht es weiter. Jetzt habe ich die Gratin-Schala gefüllt mit diesen Enchiladas und wenn ihr noch Reste habt von Füllung oder so, einfach, ja, es jetzt einfach alles drin, noch den Rest ein bisschen Sauce habe ich noch übrig gehabt, habe ich einfach drumherum verteilt und jetzt müssen wir noch ein Süßchen machen und für das brauchen wir eben die Gewürzmischung und das geben wir jetzt einfach da in das Tomatenmatschli und Limettensaft frischen. Umrühren.
Und jetzt kommt das einfach über die Enchiladas. Drüber. Das schmeckt aus diesem Topf raus hier. Das ist der Wahnsinn. Und jetzt alles noch mit Gratinkäse bestreuen. Und für etwa 20 Minuten in den Backofen bei etwa 180, 190 Grad. Bis dann. So, die Enchiladas sind fertig überbacken und jetzt geht es ans Probieren. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es schmeckt nicht wahnsinnig gut, weil ich vorher Tortilla-Chips verbrannt habe im Backofen. Es stinkt nach Dings. Ich muss jetzt noch ein bisschen feine Gerüche aufnehmen. Nehmen wir da mal so einen Fladen. Jetzt, schmeckt so fein. Jetzt, ich bin so gespannt auf die Salsa von Maria. Ein Poulet habe ich verwünscht. Also einfach Knoblauchliebhaber, ihr müsst die Sauce probieren, die ist so fein. Der Knoblauch, ich habe wirklich gar nichts Knoblauch, aber der drückt so schön durch. Und die Schärfe ist mega cool. Du nimmst dein Mund, denkst, easy, es passiert nichts. Und dann wirklich ganz langsam wird es wirklich scharf. Also nicht unangenehm, fein scharf. Nicht kacke scharf, super scharf. Hey, es ist wirklich cool. Hey, macht das Gericht nachher. Es ist wirklich wieder mal ein Gericht, das kann man variieren nach seinem Geschmack und es ist einfach, es ist schnell gemacht. Los! Und geht auf ciano.ch schauen, wegen dieser absolut top Salsa. Wirklich testet die ist wirklich mega fein. Hopp! Maria, hast du gut gemacht. Bis zum nächsten Mal.